Auf Senf mögen viele Menschen nämlich überhaupt nicht verzichten und sie tun offenkundig gut daran, legt uns die Wissenschaft inzwischen nahe. Die Norddeutschen, die mögen ja gerne Senf so scharf, dass es in der Nase kribbelt. Im Süden steht man mehr auf die süße Variante. Schauen Sie mal, Hunderttausende solcher kleiner kugelrunder Senfsamen braucht man, um 1 Kilo Senf zu produzieren. Das ist ungefähr so viel, wie jeder Bundesbürger im Durchschnitt zu sich nimmt. Milde Senfsaaten, scharfe Senfsaaten, daraus ergibt sich dann der Schärfegrad und viel Tradition in der Herstellung. Aber nicht nur als Gewürz ist der Senf seit Jahrhunderten beliebt, sondern auch in der Naturheilkunde, innerlich wie äußerlich. Ob klassisch oder körnig, Senf ist ein echter Scharfmacher. Schon sein Anblick regt den Speichelfluss an, der Schärfe wegen. Und die liegt im Korn versteckt. Erst wenn es zermahlen und mit Flüssigkeit vermischt wird, entfalten sich die ätherischen Senföle. Und sie sind es, die den Senf so gesund machen. Theo Hartl ist Senfmüller. Sein Familienbetrieb sowas wie die Apotheke der Senfmacherkunst. Für ihn ist Senf definitiv mehr als ein Gewürz. Wir haben auch mit Senf geheilt. Meine Großmutter hat Senfwickel gemacht. Und das war für uns Kinder natürlich auch immer ein bisschen schwierig, weil das wird dann heiß am Körper. Und genau das soll es auch. Die moderne Naturheilkunde setzt die wärmende Wirkung der Senföle ganz bewusst ein. Bei Rheumaerkrankungen wie zum Beispiel Arthrose und Arthritis. Senfmehl und Wasser werden zu einem Brei verrührt. Die Kompresse bleibt dann etwa 10 Minuten am Knie. Die ätherischen Senföle reizen die Haut. Die Gelenke werden so stärker durchblutet und die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert. Arthrose ist ja ein schmerzhafter Prozess am Gelenk und durch das Applizieren von Senf unmittelbar am Gelenk wird die Region erwärmt und diese Wärmeleitung konkurriert jetzt mit der Schmerzleitung und damit wird erreicht, dass weniger Schmerzimpulse das Gehirn erreichen und dieser Effekt hat eben analgetische Wirkung. Der Schmerz in den Gelenken wird also gelindert. Chronische Entzündungen und Schwellungen klingen ab. Senfauflagen können Arthrosepatienten über Wochen hinweg Linderung verschaffen. Das sieht doch schon ein bisschen nach Wärme aus. Aber Vorsicht, die Kompressen sollte man nur nach ärztlicher Anleitung machen. Eine falsche Anwendung kann zu schweren Verbrennungen und Kreislaufkollaps führen. Und wenn irgendwas unklar ist, dann melden Sie sich einfach bei mir. Denn die Wirkung der Senföle geht durch den ganzen Körper. Von den Füßen bis zum Kopf. Ein 20-minütiges Fußbad mit Senfmehl hilft nicht nur den schmerzenden Beinen, sondern auch bei Nasennebenhöhlenentzündung, Erkältung und Bronchitis. Zurück in der Senfmanufaktur. Die Maische aus Senfkörnern, Essig, Salz und Wasser kommt nun in die Mühle. Zwischen steinernen Mühlrädern werden die Zutaten fein zermahlen. Übrigens gilt, je schärfer, desto gesünder der Senf. Die Senföle bringen den gesamten Verdauungsprozess in Fahrt. Der Speichelfluss nimmt zu, Gallen- und Magensäfte werden ausgeschüttet, Keime und Krankheitserreger bekämpft. Und der Senf kann noch mehr. Wissenschaftler am Universitätsklinikum Freiburg haben nachgewiesen, dass Senföle sogar die Entstehung von Krebs hemmen können. Bei einer wissenschaftlichen Studie nahmen Probanden 20 Gramm Senf am Tag zu sich. Dann wurde ihnen Blut abgenommen, das mit krebserregenden Stoffen bombardiert wurde. Das Ergebnis? Die Blutzellen der Senfesser kamen besser mit den gefährlichen Substanzen zurecht als die einer Kontrollgruppe. Also, 1 Löffel Senf am Tag könnte bereits dazu beitragen, das Krebsrisiko zu mindern. In der Senfmühle von Theo Hartl ist es soweit. Der Senf ist fertig. Ein klassischer Hausmachersenf. Er schmeckt jetzt sehr gut, ist sehr scharf noch, weil er frisch ist. Die Gewürze schmecken deutlich raus. In ein paar Tagen hat er sich beruhigt und dann ist es ein toller mittelscharfer Senf. Gut verschlossen und gekühlt ist Senf übrigens fast 2 Jahre haltbar. Und bei der Auswahl an außergewöhnlichen Geschmacksvariationen ist für jeden ein passender Senf dabei. Also geben Sie Ihren Senf ruhig immer dazu, es kann nicht schaden.